So, willkommen zurück bei Clever and Smart. Gut, wir haben zuletzt schon einige Sachen gemacht da. Wir waren im Salon, beim Bestatter waren wir und im Friseursalon. Gut, im Moment spielen wir an Smart. Und da haben wir... Genau, wir müssen nämlich noch so Zutaten finden für so ein Mixgetränk, um Besoffene zu wecken. Ein Goldnugget haben wir, Broschüren, Sieb und zuletzt haben wir die Säge gekriegt. Ja, was könnte man denn mit der Säge anstellen? Gibt es denn irgendwas, wo man zersägen könnten? Hier werden Schwerstverbrecher aufgeknüpft. Er ist an die Plattform genagelt. Können wir den vielleicht umsägen? Ah ja, das geht. Also wir haben jetzt den Galgen entfernt. Und jetzt hätten wir eigentlich Holz für die Brücke vielleicht. Gehen wir mal um. Gut, das probieren wir jetzt mal aus. Vielleicht geht das, damit wir die Brücke reparieren können. Hehe, war das nicht genial? Das Überqueren ist jetzt kein Problem. Hey, was soll das? Wollt ihr mich wohl loslassen? Bleichgesicht, schweig! Du gefangen genommen! Huh. Oh, großer Häuptling! Wir finden Bleichgesicht nahe Brücke. Bleichgesicht laufen und lauern. Wir gefangen genommen und hier zu dir bringen. Gut gemacht, Patschi Adler. Du haben wieder bewiesen, du haben die Geschicklichkeit eines Wolperdingers, die Intelligenz einer Schnecke und die Schnelligkeit der Seespinne. Was mit ihm machen? Fesseln Bleichgesicht an Marterpfahl. Viel Zeit ist vergangen ohne Opferungen an die Götter. Deswegen bei Sonnenaufgang wir ihn skalpieren. Skalpieren, ich gesagt haben? Hehe, wollen wir ihm vielleicht die Wimpern skalpieren? Hihihihi. Lasst mich frei, ihr Mamelucken! Lasst mich frei! Du nicht mehr frei. Du unser Land betreten und jetzt Folgen tragen. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass dies euer Gebiet ist. Ihr solltet es wenigstens markieren. Wir skalpieren Bleichgesichter. In deinem Fall keine große Möglichkeit. Wir müssen uns mit wenig begnügen. Was soll's? Heute Nacht, du werden geopfert den Göttern. Großer Häuptling hat gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich hier rauskomme, aber eines ist sicher. Wenn ja, muss die Vollpfeife Bakterius sich warm anziehen. Ja, jetzt haben wir gefangen. Und können natürlich jetzt nichts mehr machen. Ja, das heißt, wir müssen zu Clever wechseln. Gut, also er ist auf jeden Fall gefesselt. Können wir denn vielleicht... Sieht ziemlich scharf aus. Das rasieren wir jetzt nicht mehr. Oha. Ich glaube nicht, dass der Friseur mir das ohne weiteres gibt. Tja, können wir denn was anderes machen? Guten Tag. Ah, guten Tag, mein Freund. Wie läuft das Geschäft? Hundsmiserabel. Haben Sie das Angebot nicht gesehen? Ich musste die Preise, wer weiß wie, senken. Na sowas. Warum denn? Schuld daran ist der Stamm am anderen Flussufer. Sie skalpieren hervorragend. Und wer geht schon zum Friseur, wenn er keine Haare hat? Wem erzählen Sie das? Ich bin ja nicht blind. Was soll's? Jedenfalls sind die Indianer seit ein paar Monaten etwas pikiert und skalpieren ständig Leute. Und ich verliere meine Kunden.
Also habe ich Reklamebroschüren drucken lassen, die Preise gesenkt und habe sogar rund um die Uhr geöffnet. Aber nichts hat geholfen. Wenn das so weitergeht, muss ich schließen. Sie haben rund um die Uhr geöffnet? 24 Stunden am Tag? Ja klar, ich bin immer hier. 24 Stunden am Tag, seit 40 Tagen. Unglaublich. Und was machen Sie, wenn Sie schlafen müssen? Reine Willensfrage. Nur umziehen würde ich mich gerne mal. Mein Kittel starrt schon vor Dreck. Ich habe ihn seit 2 Monaten nicht mehr wechseln können. Warum? Haben Sie keinen Ersatz dafür? Ja, aber ich habe ihn zur Wäscherei gebracht und so wie die Dinge liegen, kann ich hier nicht weg. Ich darf keine Kunden verlieren. Wenn Sie möchten, kann ich ihn für Sie abholen. Das würden Sie für mich tun? Klaro, vertrauen Sie mir. Hier haben Sie den Bon. Die Wäscherei ist neben dem Büro des Sheriffs. Sie können sie nicht verfehlen. Danke. Bis bald. Bis später. Ach so, wir haben einen Wäschebon gekriegt. Und da sollen wir jetzt einen Kittel abholen. Ja, das machen wir gleich mal. Pass auf, die Wäscherei war da drinnen beim Chinesen. So, da ist er. Dann geben wir einmal mal den Bon. Ich möchte dies hier abholen. Ah, der Kittel des ehrwürdigen Friseurmeisters. Ich habe ihn schon seit Wochen fertig. Hier ist er. Gut, den haben wir. Dann gehen wir wieder zurück zum Friseurmeister. Vielleicht kriegen wir dann das Rasiermesser. Hallo, hier ist Ihr Kittel. Ach, endlich. Vielen Dank. Ich ziehe mich schnell um, bin sofort wieder da. Würde es Ihnen etwas ausmachen, einen Moment hier aufzupassen? Gehen Sie ruhig. Ich passe hier auf. Wo ist diese Pflaume hin? Hoffentlich kommt er rechtzeitig zurück, um mich zu befreien, bevor die Typen mir die Haut in Streifen abziehen oder ähnliches. Ach so, jetzt ist er weggert. Das ist gut. Okay, das lasse ich mal mitgehen. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Was? Jetzt haben wir aber Rasiermesser und Barttrimmer. Ah ja. Können wir den Schaum mitnehmen? Nichts. Rasierschaum. Man benutzt ihn zum Rasieren. Vielleicht das Horn? Das klappt nicht. Ah, nicht. Gut, sonst gibt's nichts, glaube ich. So, dann möchten wir mal da umschauen. Vielleicht können wir da jetzt irgendwas machen. Jetzt werden wir da hinten gehen. Achso, können wir gar nicht. Dann benutzen wir mal das Rasiermesser. Einen Moment, Chef. Ich befreie dich bald. Du hast dir aber Zeit gelassen, du lahme Schildkröte. Ein Momentchen noch. Fertig. Siehst du, Jeff? Jetzt bist du frei. Frei wie der Vogel im Wind. Sei leise, du Esel, oder sie werden es merken. Hey, was sein das denn für ein Lärm? Ah, siehst du, sie haben uns wieder erwischt, alles nur deinetwegen. Großer Häuptling, wir noch ein Bleichgesicht gefangen genommen. Ha, genial! Manitou, du großzügig sein. Endlich wir guten Skalp schneiden können. Oh je, das geht Bach runter. Was machen mit Ihnen, großer Häuptling? Keine Ahnung. Ich gelangweilt sein, so viele kahle Bleichgesichter zu sehen. Bring alle beide um. Umbringen? Aber Aber Jeff, was haben wir getan? Ihr Bleichgesichter. So verlogen wie alle anderen. Vor vielen Jahren, ihr haben uns Indianer aus unserem Land vertrieben. Wenn wir Kriegsbeil finden, folgt der Bleichgesichter Bescheid wissen werden, was gut ist. Alle gleich sein, die gespaltene Zungen haben.
Ihr Sterben verdient. Ich darf aber nicht sterben. Der Arzt hat es mir verboten. Lass mich machen, Fred. Ich bringe Sie zur Vernunft. Oha, jetzt sind wir restlos verloren. Rothäutige Brüder, erlaubt mir ein paar Worte an euch zu richten, um euch eure Fehler klarzumachen. Ja, wir sind Bleichgesichter, aber wir sind nicht eure Feinde. Die Bleichgesichter werden nicht immer Feinde der Indianer sein. Wir können Freunde werden. Manitou hat uns aufeinandertreffen lassen, um das Unfruchtbare fruchtbar zu machen. Ihr seid die Bewohner der großen Ebenen und der weiten Wüsten. Wir haben den Samen, der ohne Wasser keimt. Wo heute nur Sand ist, werden morgen große, lichtdurchflutete Tempel sein, die wir Casinos und Hotels nennen werden. Es wird Altäre geben, Symbole, die den Fremden verrückter machen werden als das Feuerwasser. Dann bringen wir die Boten der Götter zu uns und lassen sie auf Plattformen ihre rituellen Gesänge aufführen. Und wir nennen diese Versammlungen dann Konzerte. Euer Volk wird schöne Wohngebiete haben, die man Reservate nennen wird. Unsere Vereinigung wird Freundschaft genannt, unsere Allianz Geschäft. Was sagt ihr nun? Treffen wir eine Vereinbarung? Haha, Bleichgesichter wirkliche Spaßvögel sein. Bleichgesichter Plemplem sein. Gut sein. Wir euch Bleichgesichter zu Mitgliedern des Stammes der Rothäute machen. Siehst du, Fred? Da kannst du was lernen. Super, Jeff. Du bist wirklich ein Experte. Und jetzt, da wir Rothäute sind, könnt ihr uns sagen... Nein, ihr noch nicht Rothäute. Vorher werdet als Stammesmitglieder beweisen müssen. Das habe ich befürchtet. Wir müssen Fähigkeit, Haare zu schneiden, beweisen. Wenn ihr gute Skalps schneiden, wir euch in Stamm aufnehmen werden. Heißt das, dass wir einen Skalp bringen müssen, damit ihr uns in den Stamm aufnehmt? So sein. Dann los, Jeff. Lass uns keine Zeit verlieren. Ach so, wir müssen einen Skalp besorgen. Na ja gut, wir haben ja den Ding dabei da. Den Haarschneider, also der Smart hat den dabei. Oder na, der Clever. Genau. Können wir den... Vielleicht können wir den noch rasieren, der hat eh schon so weit Haare im Gesicht. Hallo, guter Mann. Runter von meinem Grundstück! Aber ich würde mich hier gern genauer umsehen. Na und? Meinetwegen kannst du auch eine Party feiern wollen. Hier kommt niemand rein. So, dann fragen wir mal... Haben wir das eigentlich schon gefragt? Gibt es keine Führungen durch das Bergwerk? Nein, das ist mein Bergwerk und hier kommt nicht mal die 7. Kavallerie rein. Egal wie viele Trompeten sie mitbringt. Ach, so ist das. Und wenn ich gewaltsam in Ihr Bergwerk eindringe? Dann pumpe ich deinen Körper mit so viel Eisen voll, wie man braucht, um die Gleise von hier bis San Francisco zu bauen. Das Bergwerk gehört mir und nicht mal die 7. Kavallerie kommt an mir vorbei. Ja, ich habe das mit der 7. Kavallerie schon gehört. Ach, Sie wiederholen sich ja öfter als Heino mit dem Enzian. Es geht um Leben und Tod. Ich muss in das Bergwerk. Ich brauche vielleicht eine Rasur und müsste mich mal umziehen. Aber wenigstens nerve ich niemanden. Runter von meinem Land! Ach was. Dass Sie sich umziehen müssten, hätte ich auch so gemerkt. Hast du den Käfig da oben links gesehen? Klar doch. Ich verrate dir was. Die Gase, die den Vogel da drin umgebracht haben, sind nicht aus dem Bergwerk entwichen. Puh. Ah ja. Wie wär's denn mit dem Schuhtelefon? Wenn ich Ihnen mein Schuhtelefon gebe, darf ich dann rein? Nein, aber für 10.500 $ verkaufe ich dir das Bergwerk. 10.500? So wenig? Für unser Jahrzehnt ist der Preis nicht schlecht. Klar, verstehe. Sagen Sie, geben Sie mir Rabatt, wenn ich bar zahle?
Wie willst du denn sonst bezahlen? In Staatsanleihen? Da haben Sie recht. Einer von uns beiden müffelt hier. Ich gehe lieber, bevor ich an Atemlähmung verende. Das hättest du von Anfang an tun sollen. Falls ich die Indianer sehe, sage ich ihnen, sie sollen zu Manitou für sie beten. Okay, können wir denn vielleicht eine Rasur verpassen? Nana, geht nicht. Nee, vielleicht mit dem Rasiermesser? Völlig sinnlos. Völlig sinnlos. Können wir denn mit der Broschüre, die hat aber der andere dabei. Vielleicht können wir dem die Broschüre geben.